Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Lufia auf Pelzig. Es könnte sein, dass wir heute die Hauptstory beendet kriegen und ich vermute einfach mal ganz steil, dass das heute etwas längere Episode wird, also schnallt euch an, ihr liebe Leid. Daos Tempel, 4. Stockwerk. Sieht das episch aus und die Musik, tja, die spricht auch für sich. Du war da schon, jetzt hämmer dich da aus. Warum wollt ihr mich eigentlich stoppen? Viele Menschen verehren mich. Mensch, du? Niemand auf der Welt verehrt das Böse. Wie dumm. Hör mal zu, Bu. Es gibt immer zwei Wege, sagt so Betrachter. Manche glauben ans Gute und die Liebe, aber andere glauben noch ans Böse. Vielleicht, aber zurzeit herrscht nur das Böse auf der Welt. Ja, dank Arek. Arek? Er ist der mächtigste von aller Höllefürster. Das habe ich nicht gewusst. Pff, genug gebabbelt. Das ist an der Zeit, dass du deinem Schicksal in die Aare guckst. Mit dem Lufia-Schwert werde ich deinem Treiber Ende setzen. Ich kann da übermenschliche Kräfte auch fühlen. Entschuldigung, da habe ich genuschelt. Da übermenschliche Kräfte natürlich, die kann ich fühlen. Kein Wunder, dass du die besondere Klinge benutzen kannst. Das Schwert sollte eigentlich mir gehören. Warum hast du ausgerechnet ihn auserwählt, Lufia-Schwert? Ich werde meine Rache noch kriegen. Ich bin der Meister des Terrors. Geben auf! Niemals! Da guckt er auch ganz wüst mit seinem Faltegesicht. Okay, probieren wir doch erst einmal die Kraftwelle aus. Das wird wahrscheinlich eh wieder alles runterfetzen. Von daher schauen wir mal. Multipine ist wieder ein guter Eröffnungsmove. Und wir hauen ihm mal das Ding drüber. Aber es sieht auch schon geil aus. Schön gepanzert ist er Daos. Ein ziemlich cooler Talar hat er drüber. Also ich persönlich finde Daos eigentlich sehr gelungen. Der sieht echt cool aus. Gut, Maxim pushen wir jetzt mal bis gar nichts mehr geht. Dann schauen wir mal, was er drauf hat. Kraftwelle. So, erstmal mit dem Lufia-Schwert aufgepowert bis zum geht nimmer. Da kommt der mit seiner Terrorwelle angeschlappt. Und ist vergiftet. Aber ein Zündstand nicht allzu schlimm. Hab mir's furchtbarer vorgestellt. Na gut, haut drauf, Maxim. Jetzt ist deine Chance gekommen mit Level 61. Schmeiß da mal ein Gegengift einfach mal provisorisch ein. Du haust drauf. Und du machst mal die Ego-Kraft. So. Epischer letzter 1345. Alter Falter. Also Maxim rotzt jetzt richtig gut rein. Schattenspuk kann er anscheinend auch. Ja, das ist durchaus der stärkste Höllefürst, mit dem wir es jetzt durchhängen. Ja, der zieht ab. Aber Maxim zieht auch ab. Dann Selan. Tja. Push mal Maxim weiter bis zum geht nimmer. Haut drauf. Wobei, machen wir mal Multipine. Ne, nicht Abaddon. Jetzt ist an der Zeit, dass wir die Ego-Kraft um Eis setzen. Ich möchte auch Gordo so lange wie möglich bei uns haben. Sehr schön, 1502. Ja, ich probiere bis zum Limit zu pushen, bis gar nichts mehr geht. Ja, okay, das geht. Das ist noch vertretbar. So. Ja, bei Maxim ist jetzt eigentlich schon das Maximum erreicht. Da würde ich dann mal sagen, wir gehen jetzt einmal auf ihn los mit Donnerschrei. Haut drauf. Und du ziehst dir mal Abaddon drauf. So, nachdem jetzt unsere Angriffskraft eigentlich wirklich bis zum Maximum gepusht worden ist, können wir Daos ordentlich eine Ei schenken. Oh yeah. Das sieht leider nicht so gut ab, wie ich gedacht habe. Aber Gordo schenkt auch nicht schlecht mit Ei. Yeah. Verflixt. Tja. Wehr mal ab. Selan, mach einfach mal. Und so schaue, ob da noch was durchkommt an Zauber Mamodendo. Und du machst den Champion hier auf euch zwei.
Einfach mal um zu gucken, ob irgendwas durchgeht. Schauen wir mal. Maxim wird ab, genau. Ja, die Zauber kommen noch durch, wie es aussieht. Wenn wir Glück hin, haut Gordo mal drauf, um zu gucken, ob noch was geblockt wird. Ne, er zaubert. Na gut. Ja, daraus zaubert ab. Und ja, zieht nicht schlecht ab. Okay, wir kommen wieder durch. Alles klar. Haut drauf. Und du wieder Ego-Kraft. Ja, wenn schon, denn schon. Ich möchte, wie gesagt, Gordo noch ein bisschen behalten. Boah, Alter. Maxim zischt hier echt gut einer weg. Und Gordo bleibt auch tapfer noch dabei. Alter, ganz schön grimmiges, faltiges Gesicht, der Alte da aus. Ja, natürlich, da kommt Gordo am besten weg. Das war logisch. Das machst du die Ego-Kraft und du machst Abaddon. Ja, im Endeffekt hat wahrscheinlich immer nur Guy die Arschkarte gezogen, wenn der sein Spiegel wirkt, weil das offenbar nur er Attacke wieder zurückwirft. Uiuiuiui. Sieht soweit alles gut aus. Ja, sehr schön. Sogar Gordo hilft hier gut mit. Bitte zieh nicht allzu viel ab. Ja, scheiße. Okay. AT erholt sich. Na gut. Warum nicht? Aber vom Gift hat sich anscheinend noch nicht erholt. Weiter geht's auf die Schnut. Aber was der du an Schultern hat, das könnten auch die Avatare beim Drachefest tragen. Alter Falter. Ja gut, Maxim, zieh immer weiter ab. Immer kräftig drauf auf der Holokopf. Gordo bleibt bis zum bitteren End, wie es aussieht. Schauen wir mal, das wird jetzt bei Gordo auch gut abziehen. Es geht sogar. Okay. Maxim, als weiter drauf, du bist unser richtige Hoffnung hier. Und wir machen einfach mal zweimal die Ego-Kraft, so rum. Ja. Das wird noch was. Gordo kämpft ja auch gut mit. Ja, noch ein Wasserzauber hinterher. Na gut, der kennt sie natürlich alle. Ist ja logisch. Als auferster Höllerfürst, naja, beziehungsweise Sekundant von Arek, kriegt er das hier. Hau immer weiter drauf. Probieren wir mal die Phönixkraft nochmal für alle aus. Einfach nur, um nur mal sicher zu gehen, dass hier auch wirklich jeder nochmal auf dem Maximum ist. Möchten wir auf Nummer sicher gehen. Ja, Abaddon, jawohl! Mit Abaddon haben wir dann weggezischt. Sehr gut, ATA, perfekt. Das war die Rache für die Vergiftung. Und sogar noch unter 10 Minuten haben wir dann platt gekriegt. Da bin ich auch relativ froh drum. Okay, Level für alle, außer Guy, glaube ich, und Gordo. Das ist der Ende daraus. Niemals! Die Höllefürste sind die Meister der Zerstörung. Gardas, Amon, Erim, vereint da ja höllische Kräfte mit meiner. Oh, da kommen sie als Geister wieder. Verflixt nochmal. Die Höllefürste haben immer noch einen Aufgeber. Nee, die sammeln mit der Aushilfe ihre letzte Kräfte zusammen. Sein letzter verzweifelter Versuch. Ja, aber die Energie reicht immer noch aus, um die Welt zu zerstören. Ach Gott, jetzt sind wir schon auf Dragon Ball Niveau. Was? Die Wahnsinnigen wollen sich selber in die Welt zerstören, um uns zu besiegen? Das werde ich nicht zulassen. Autsch. Seelan, Kai, ATA, leit mal eure Kräfte, vereint können wir's schaffen. Oh, okay, bisschen, ja. Man versucht dagegen zu stoßen, aber irgendwie wird das nix. Ah ja, Energie ist zu mickrig, um die letzte Barriere zu brechen. Los, wir müssen einfach alles geben. Gas geben, Bube. Maxim, Seelan hält es nicht mehr lang durch. Keine Sorge, ich schaff das schon. Alle hopp. Hua. Du kleiner Wicht. Jetzt machen's. Wow. Das hat aber unser Leut ordentlich wegfetzt.
Es ist vorbei. Hm? Ah, er bewegt sich von selber wieder. Guy, alles klar? Klar, so leicht macht man mich nicht fertig. Athea, noch am Leben. Seelan? Wir haben es geschafft, Maxim. Alles klar bei dir? Jetzt herrscht wieder Friede auf der Welt. Ja, jetzt können wir wieder heim. Ich kann nicht mit dir kommen. Seelan, was babbelst du wieder? Verzeih ich. Ich wurde getroffen. Ich kann kaum retten. Nein! Seelan, sprich mit mir, verflucht! Sprich mit mir, Seelan! Ich würde gern mit dir gehen und unseren Sohn noch einmal. Ganz Blut fällt auseinander. Der Tempel bricht auseinander, Athea, wir müssen hier raus, schnell! Seelan und Maxim sind so weit weg. Wenn wir jetzt warpen, haben die beide keine Chance mehr. Verdammt, was machen wir jetzt bloß? Guy, Athea, retten euch, los, weg hier! Maxim! Wir haben's böse besiegt. Ihr müsst den Menschen verkünden. Jetzt macht das da verschwinden. Aber ich kann Seelan nicht zurücklassen. Bitte, Freunde, jetzt geht doch endlich. Athea, wir gehen. Guy, was machst du? Denke mal. Ruf jetzt, Athea. Maxim, ich werde Welt von dir und dem Sieg erzählen. Du musst aber versuchen, Warp. Seelan, neue Zeit vom Frieden hat angefangen. Wenn wir das noch miterleben könnten. Ich liebe dich, Seelan. Ich habe dich immer geliebt und werde dich immer lieben. Du Blume meines Herzens. Ach du liebe Zeit, jetzt wird's aber arg schwülstig. Was? Das Baby hat aufgehört. Daos! Ihr denkt wohl, ihr habt schon gewonnen. Noch bleibt mal die Insel. Was? Ich werde die Insel auf Pandoria fallen lassen. Das hätte letzte Akt des Terrors. Was mache ich denn jetzt bloß? Iris? Nee, du bist nicht Iris. Ich fühle deine Aura. Die Aura kenne ich doch. Das ist doch die gleiche Aura wie die von Erim. Wenn du Annie von der Höllefürste bist, warum hast du mir dann geholfen? Für uns war das die entscheidende Schlacht. Entscheidungsschlacht? Was soll dann entschieden werden? Ob die Menschheit uns noch braucht. Denn wir, die Höllefürste, haben fürs Gleichgewicht auf der Waage des Lebens gesorgt. Ich verstehe gleich gar nichts mehr. Das Lufia-Schwert sollte nur gezogen werden, wenn's Böse nicht mehr gebraucht wird. Du meinst, wenn die Menschen den Glaube verloren hätten? Ja, aber die Menschen brauchen den Glaube noch. Deswegen hat Arik gedacht, das Schwert wird lang ruhen. Aber Schwert ruht nicht mehr und deshalb sind wir gekommen. Ich hab da mehr geholfen, als mir erlaubt war. Ich weiß auch nicht, warum ich das gemacht hab. Die Insel fällt auf Pandoria, du musst die irgendwie aufhalten. Ich kann nicht. Warum? Ich bin die Herrin des Todes. Es ist gegen mein Naturleben zu retten. Pff. Aber du hast mir doch selbst sonst auch noch geholfen. Bitte hilf mir doch, halte Sturz von der Insel auf, bitte. Deinetwegen bin ich doch erst so weit gekommen. War das alles umsonst? Ich hab keine Zeit mehr, meine Energie lässt noch. Sag mal doch bitte, wie ich die Menschen retten kann. Am Fuß von der Insel befinden sich 3 große Ställe. Zerstör die Ställe, um den Kurs zu ändern. Nur ein Mann mit deiner starken Aura kann die mystische Ställe zerstören. Es könnte dich das Leben kosten. Ich verstehe. Mit meiner letzten Kraft werde ich dir die Tür öffnen, die noch ohne führt. Jetzt kann ich dir nicht mehr helfen. Es liegt jetzt alles in deiner Hand. Ich werde von einem fernen Ort aus beobachten, ob die Menschheit ihre eigene Zukunft gestalten kann. Okay. Das ist so traurig, wie Selans Leichnam hier einfach rumliegt. Ich werde dich rächen und unseren Sohn retten. So, dann wollen wir doch mal.
Der Warp sieht auch unglaublich geil aus. Okay, dann wollen wir mal durch das Labyrinth. Und zischen den ersten Stern mal gleich ab. Das muss der mystische Stern sein. Und schön mit der Energie drauf gerotzt und weg ist er. Der mystische Stern ist zerbrochen. Noch 2 weitere. Durch hin und dran geht's weiter. Jo. Alle hopp. Durch den Gang. Und zum nächsten mystischen Stern. Hier gibt es auch keine Gegenstände mehr. Jetzt geht es wirklich einfach nur noch zum Schluss darum, dass man das hier erledigt. Das Wetter. Hurra! Das Wetter mystische Stern ist zerbrochen. Immer noch. Das wird bestimmt auch ordentlich an der Energie nageln, ne? So, die Inschrift hier oben drauf ist auch ein bisschen komisch. Kann man natürlich nicht lesen. Also, weiter geht's zum dritten und letzten von den Städtblöcken. Schön durchs Labyrinth und schön die epische Musik. Und das Mal ist es wirklich so, wie es sein soll. Da geht die Idee auch wieder weiter dann, wenn ich den Städt zerbrochen habe. Ja, es hieß ja ursprünglich, ach, sollte Maxim im Kampf gegen Gardos sterben. Und jetzt, das ist der letzte. Ups, der will wohl nicht. Verdammt, ich bin nicht stark genug. Lufia-Schwert. Okay, ich werde mal letzte Kraft aufbringen. Von einmal deine Kraft, Lufia-Schwert, damit ich zum letzten Streich ausholen kann. Okay, Todevor hat's gereicht. Das Lufia-Schwert löst sich wieder auf, bis es wieder gebraucht wird. Was man dann in Lufia Ends spielt, ne? Selan, ich habe den Kurs von der Insel geändert. Jeros, unser Sohn, und Pandoria sind gerettet. Ich bin so mied, Selan. Ich leg mich ein bisschen neben dich hier. So mied. Maxim? Selan? Bist du's? Du hast's geschafft? Ja, das habe ich wirklich, Selan. Lass uns gehen, Maxim. Lass uns zu unserem Sohn gehen. Ja, gute Idee. Ja, jetzt sind sie beide wieder im Tod vereint. Da muss ich sagen, als ich das erste Mal gespielt habe, da sind mir schon ganz schön die Tränen gekommen. Ja, die beiden sind vereint. Die Todesinsel stürzt ab und nicht auf bewohntes Gebiet. Ja, so wird's auf Pandoria knallen, aber wir haben den Kurs geändert. Und jetzt sackt das Ding ins Meer rein. Maxim und Selan entschwinden. Oder auf Gordovan, du machst eh nichts mehr kaputt. Ja. Ich glaube jetzt, auch wenn ich jetzt mehr erzähle würde, das wird jetzt eher mehr Zerstörer an Stimmung, als dass es dazu beitragen wird. Atia! Dupla, ich bin der Ham. Atia, du hast dich auch verletzt. Ich muss dich behandeln. Das wird mich schon nicht umbringen. Ach, Atia. Willst du jetzt noch Tanbell gehen, Dupla? Tanbell? Du lebt Guy. Ich habe ihm versprochen, noch das Schlachtzeit Party zu besuchen. Kann ich dann mitkommen? Aber natürlich. Ja, da sind wir jetzt auch wieder bei Tanbell. Leanna, Jessie, ich bin zurück. Ich bin zurück? Weißt du, was für schreckliche Sorge ich mir gemacht habe, als die Insel gesunken ist? Na, Entschuldigung, Jessie. Was ist denn mit dir los? So demütig kenne ich dich ja gar nicht.
Bruder, was ist mit Maxim und Celan? Ja, richtig. Wir wollten noch im Kampf ein großes Fest feiern. Alle werden dabei sein? Na klar, Maxim, Celan, ATA, DK und Lexis werden wohl auch kommen. Abgefahren, das klingt ja noch im rauschenden Fest. Hoffentlich hat das Hotel genügend Plätze. Wenn nicht, können sie in den Häusern von der anderen Leute pennen. Alle deren stehen weit offen. Ja, das Duell mit DK steht auch noch aus. Dazu wird's dann wohl auch nicht mehr kommen. Die Kräfte vom Böse sind auf der Insel nicht mehr zu spüren. Das ist dein Werk, Maxim. Maxim hat das besiegt. Kein anderer Krieger kann sich mit ihm messen. Locker, ist der zweitstärkste Kämpfer von der Welt, wo gibt. Zweite? Und wer ist deiner Meinung nach der Stärkste? Aber was glaubst denn du, Holzkopf? Ich natürlich. Ja, klar. Glaubst du, Maxim wird in das Schloss zurückkommen? Aber sicher doch, das muss er doch. Unser Duell steht doch noch aus. Ich kann kaum erwarten. Ja, das bleiben wir wohl leider schuldig. Und das dappische Ding, das darf ruhig brennend absterzen. Jetzt knallt's auch schon an diverser Stelle hier auf dem Todesstern. Der Todesinsel natürlich. Die Todesinsel scheint den Kurs geändert zu haben und fällt nicht mehr auf Pandoria. Hurra! Aha. Die Insel scheint auf Westland abzustürzen. Westland? Ja. Wo genau in Westland? Ins Meer, nur bei der Stadt namens Alsa. Ich muss nach Westland. Aber erst geht's mal nach Tanbel, da steigt nämlich eine riese Party. Woher weißt denn du das? Ha, ich weiß doch alles. Schiff ist bereit zum Ablecker. So fröhlich habe ich euch schon lange nicht mehr gesehen. Der denkt mal wieder nur an die Erbe, der Kerl. Huch, sind ein paar Grafikfehler leider drin. Ja, wo alles angefangen hat. Die armen Tier. Die tut mir ach mordsmäßig leid. Was ist denn los, Tier? Was? Ach, nix, es ist nix. Weinst du, Tier? Ja, ein bisschen. Ich habe seit Ewigkeiten nie mehr geweint. Und jetzt, plötzlich... Bist du traurig? Du siehst so niedergeschlagen aus. Ich weiß auch nicht. Ich kann meine Tränen einfach nicht mehr zurückhalten. Wein doch nur, wenn er nur noch ist. Es tut gut, sich mal richtig auszuweinen. Wenn es jetzt so richtig dreckig geht, ist das beste Mittel. Morgen sieht alles anders aus. Du hast recht. Ah, Mann. Dann bleibt ja nur noch einer zum Schluss, ne? Der, vor dem er sich hier geopfert hat. Mama. Ach, mein kleiner Jeros, was ist dann? Mama. Träumst du von deiner Mama? Keine Angst, die kommt bald wieder. Deine Eltern haben die Welt gerettet.
Mama. Lächelst du? Sie werden bald wieder heimkommen, Jeros. Das ist immer der Moment, wenn man dann wirklich die Tränen kommen. Es einfach nur so verflixt traurig ist, dass sie zwar die Welt geretten, aber zu ihrem Sohn kommen sie leider nicht mehr. Aber Maxim ist dort mit der Begründer von einer Ahne-Reihe, die dann 100 Jahre die dann 100 Jahre weitergehen wird. Und in Lufia spielt man dann den Urenkel oder was von Maxim, der auch wieder wie Maxim aussieht. Und Jeros hat die Linie auch weiter fortgesetzt. Interessant ist halt, dass Lufia Ends noch der Ereignisse jetzt 100 Jahre spielt, also 100 Jahre noch deine Ereignisse. Und Guy lebt zu der Zeit auch noch, dass er der Held mal ganz kurz hilft, aber dann stirbt er auch schon. Und Guy ist so ein über 100-jähriger alter Mann. Ja, ihr liebe Leute, das war Let's Play Lufia 2 Rise of the Sinistrals auf Pelzig. Ein wunderschönes Spiel, wie ich finde. Ein Spiel meiner Jugend, was sehr, sehr lang gedauert hat. Ich habe echt nicht mehr im Kopf gehabt, dass Lufia so lange Spiel ist. Im Vergleich so zu Secret of Evermore, Secret of Mana, Terranigma. Ja, Terranigma ist eigentlich auch noch relativ lang, aber Illusion of Time zum Beispiel, ist das dann doch ein ziemlich langes Spiel. Und es wird auch noch ein paar Episoden geben, ihr liebe Leute. Das war jetzt erstmal nur das Hauptspiel. Deswegen hat das Ganze auch ein Ende hinten dran. Alles, was jetzt folgt, ist sozusagen optional. Ich werde noch eine Episode machen, wo ich dann mich noch um unser Kapselmonster kümmere und versuche, die noch so hoch zu pushen wie möglich. Zumindest das, was wir noch übrig haben, versuche ich noch zu retten und die Kapselmonster nochmal hoch zu pushen. Und die Ahnenhöhle steht auch noch aus, ihr liebe Leute. Bei der Ahnenhöhle möchte ich aber nicht unbedingt versuchen, bis zum Ende durchzukommen. Wenn ich sterbe, dann sterbe ich halt. Aber nur, dass ihr auch die Ahnenhöhle mal gesehen habt, werde ich da auch noch ein paar Episoden machen, wo wir uns einfach mal um die Ahnenhöhle kümmern werden. Ja, so viel dazu. Es werden also noch ein paar Episoden folgen. Und danach kommt dann auch schon gleich das nächste Let's Play. Aber ich möchte es sauber zu Ende bringen, nicht, dass ich jetzt hier noch der Hauptstory direkt das nächste Let's Play anfange, sondern ich möchte auch wenn schon Lufia als Projekt ganz beendet habe, damit danach dann das nächste Let's Play kommt und das wird dann sein Let's Play Resident Evil 1 Remake auf Pelzig, wieder klassisches Yankee Horror Let's Play mit Facecam und allem was dazu gehört. Freuen euch da auf jeden Fall schon mal drauf. Als Publikum habt ihr ja schon gewählt. Ihr habt gesagt, es soll als Let's Play stattfinden. Und ihr habt gesagt, ihr wollt die Kampagne von Jill Valentine haben. Ja. Aber wir sehen uns erstmal übermorgen wieder, wenn ihr wollt. Zu der optionalen Episode von Let's Play Lufia auf Pelzig. Die Credits lasse ich jetzt auch nochmal runterlaufen, weil ich bin mir nämlich ganz sicher, ob da noch eventuell am Schluss eine Szene nochmal kommt. Aber das sehen wir ja dann zusammen. Soweit würde ich auch nochmal sagen, ja, dazu großartig optional, was ich hier noch retten kann. Ich sollte dazu noch sagen, was ich vielleicht ganz am Anfang noch erzählt habe, als ich das Let's Play angefangen habe. Dass ich ursprünglich das Spiel nie selber besessen habe. Ich hab's noch als Nintendo-Kassette. Das hat mir damals mein guter alter Kumpel, der Olli, ausgeliehen. Und ich hab's auch noch, Olli, falls du dir das Let's Play angucken solltest, ich hab's immer noch, wenn wir uns sehen, kriegst du auch die Kassette wieder zurück. Absolut kein Thema. Ich hab's noch bei mir und ich hab jetzt hier zig Zeuge, die sich das angucken. Du kriegst der Kassette definitiv wieder zurück. Und da das immer ein ausgeliehenes Spiel war, habe ich das auch mit besonderer Inbrunst sehr gern gespielt, weil ich halt auch ein bisschen Zeitdruck gehabt habe, von mir, ja, muss wieder zurückgeben und ich habe das ein paar Mal ausgeliehen und ja, beim letzten Mal blieb es dann im Endeffekt doch bei mir hängen, was ich etwas bedauere. So, mit zitternder Schrift haben wir jetzt hier The End und ich glaube, da kommt tatsächlich nichts mehr, ihr liebe Leute. Das heißt, wir können jetzt auch hier Feierabend machen und es ist exakt so lang geworden, wie ich es gedacht habe, und zwar eine halbe Stunde. Also machen's gut
Und bis immer mal wieder zum optionalen Kontext hier, nicht Kontext, zum optionalen Bereich im Spiel. Iron Yankee.